Ein Fremder betritt unsere Halle. Wer sind Eure Gefährte? Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Was läuft eigentlich falsch mit euch? Ist da irgendwie der Prügelschuppen da drin, oder was? Mehr habt ihr nicht drauf? Lange doch. Auch bei dir. Okay, salut alle. Heute schauen wir uns mal die Gefährten an. Die Gefährten, das ist eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengeschlossen haben, um Zitat jedes Problem zu lösen, solange die Belohnung groß genug ist. Also schon mal ein vertretbarer Grundsatz. Die Gefährten ersetzen in The Elder Scrolls Skyrim die bekannte Kriegergilde oder auch die Kämpfergilde. Ihren Hauptsitz ist die Schmiedhalle Jorrvaskr in Wieslauf, wo sich zwischen der Himmelsschmiede und der Tiefenschmiede befindet. Was noch cool ist, ist, dass die Halle aus einem Wikingerschiff, das sie einfach auf den Kopf gestellt haben, gebaut worden ist. Die Gefährten verehren den Iskramor. Der Iskramor, der hat dort mal mit 500 Leuten die ersten Gefährten gebildet. Und er hat es hier auch geschafft, mit einer Gruppe von Gefährten die Schneeelfen aus Himmelsrand zu verbannen. Was noch interessant ist bei den Gefährten ist, dass sie selber keinen Anführer haben. Sie leben quasi nach dem Motto, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Da braucht es keinen, der irgendwie den Ton angibt, man arrangiert sich einfach in der Gruppe. So. Eines der bekanntesten Zitate kommt von der Ayela, der Jägerin. Sie hat nämlich mal gesagt, wir Gefährten, wir sind ein Orden von Kriegern, wir sind Brüder und Schwestern verbunden durch unsere Ehe. Und wir lösen jedes Problem, solange die Bezahlung gut genug ist. Gut, und dann würde ich sagen, wir schwafeln gar nicht mehr lange drum, sondern fangen an mit dem ersten Teil von dieser Serie. Let's Fetz! Ihr solltet den Umgang mit einer kleineren Waffe erlernen. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ja, wir wollen mit einem der Gefährten reden. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Ja, da Diese weiß man nicht, Bürde Sally. müssen wir. Ein Fremder betritt unsere Halle. Wer sind Eure Gefährte? Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Auf welcher Seite stehen da im Krieg? Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Warum habt ihr eure Gefährten angeschlossen? Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Askar fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Sie sind die Grundfesten der Gefährten, Mädchen. Edel, edel. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Vilkas. Und so viel ich weiß, hatten wir in Jorrvaskr ein paar leere Becken für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied.
Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Ich komme schon klar. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja, Komm, Wilkas. Los. Lydia, du stehst ein bisschen im Weg. Lydia. Lydia, du nervst. Ich gebe euch Deckung. Machst du gut. Und jetzt geh bitte aus dem Weg aus. Los. Oh, Danke. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lydia? So. Geben wir einen Wilkas aufs Mützli, komm. Oh, die Lydia muss hier warten. Es süßt. bin immer noch da. Gibt sie einen Ich bleibe Wilkas hier und auf passe auf. den Deckel. Das wollen wir nicht. Hoi Ihr Wilkas! seid neu hier. Ich traue den Neuen nicht. Was nehmen wir? So. Hoi. der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Ihr hättet nie herkommen sollen. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr Okay. könntet es schaffen. Okay. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Okay. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Gehen wir zum Eolund Graumähne, glaub heisst er. Auch nur einmal zuschlagen. Das sollten wir mal ausprobieren. Hoi du! Was Was läuft? führt euch her? Der Wilkas hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Schickt der Wilkas Neuling immer auf Botengänge. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Sind die ein Gefährte? Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Gut, ich gehe. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Mal Schluss. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Haben ihr jetzt nicht gesagt, dass ich kein Diener bin? Das ist kein Befehl, hier geht es um Respekt. Helft einem alten Schmied ein wenig aus. Ich muss zurück an die Arbeit. Okay, Schmied. So machen wir es, Eolund Graumähne. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Gut. Gehen wir zu der Ayela. Wenn man sie dann findet. Zuerst müssen wir das Ledinchen wieder holen. Die haben wir irgendwo da platziert. Unsere Kollegin.
Wo haben wir jetzt die abgestellt? Da unten, oder? Ja. Lidinchen? Wir brechen auf, Jawohl. wie ihr befehlt, Tane. Aha, da wäre gar nicht so schlecht gewesen da oben. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Du bist cool. Dienerin. Royaela, ich habe etwas für dich. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Mhm. Ich habe noch ein Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Seid ihr neu hier? Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Wilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lass das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Oh ja. Ich würde ihn töten, bevor er sein Schwert gezogen hat. Wow, ruhig Blut. Wir sind ein hartes Völkchen, aber das ist kein Grund, einen Schildbruder wegen einer Meinungsverschiedenheit zu töten. Aber mir gefällt euer Kampfgeist. Sagst du? Ihr werdet einen wilden Gefährten abgeben. Wir sollten mal zusammen jagen. Machen wir Hier, da. Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Juhui! Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Hoi Neuling? Farkas. Oh, hallo. Ich bin Farkas. Kommt Sally. mit. Nach dir. Farkas? Kommst du mit? Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Hart, aber Sucht langweilig. euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. Eines Tages... So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Wilkas erhalten. Viel Glück. Danke. Willkommen bei den Gefährten. Danke, Farkas, danke. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Alles klar, alles klar. Ich kümmere mich drum. Los, bringt euch und den Gefährten Ehre. Machen wir so. Wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ich du war das bist- neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Ria. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Das ist der liebe Ria, Skjör danke. sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Und da ist die Dienerin. Ich glaube, die Dienerin sollte auch mal etwas geschenkt bekommen. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Kann man dir nichts Ich sehe schenken? alles. Bei mir sind Geheimnisse gut aufgehoben. Da glaube ich Das dir. wissen Sie auch. In dieser Halle. Da glaube ich dir. Ja gut. Dann machen wir doch mal da, warum man uns gebeten hat. Was? Was? Nicht, nicht. Gehen wir doch den Michael einschüchtern. Da wird lustig, Freunde. Miep, miep.
Wo ist er? Glänzende Schmuckstücke für... Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und Dies warme ist eine Betten. Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das Falls ihr Arbeit braucht, Hoi, Hulda. was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? ein Nö. Prost auf die Jugend. Michael. Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Ich bin da, um einen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also doch. los. Und Ihr da? seid so gut wie tot. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geknipst seid. Das Unternehmen. Ist das schon alles? Lange doch. Schneebuckel zu Boden. Na los! Wollt ihr nur da stehen und einstecken? Wehrt euch! Ihr seid härter, als ihr aussieht. Schon, Ihr gell? habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Lädt Carlotta in Frieden oder da wird noch schlimmer. Ihr habt gewonnen. Bei meiner Ehre. Carlotta wird sich nie mehr Sorgen wegen mir machen müssen. Super Sache. Wer ist Carlotta? Dunkel der Himmel von Lust auf ein Nordsprichwort? Ja, komm, sag. Denkt ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr Hä? würdet keine 6 Sekunden überleben. Klar doch. Ich glaube, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt. Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich Wird wette heute eine Schlägerei-Folge. 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. 100 Goldstück, da bin ich voll dabei. Nur mit den Fäusten. Ja, Keine Waffen, keine Okay. Magie und kein Geheule. Los, so machen wir's. Let's fetz. los. Was läuft eigentlich falsch mit euch? Ist da irgendwie der Prügelschuppen drin oder was? Dieses nächste Lied ist für Drachenblut, den Retter von Himmelsrand. Und die andere läuft einfach so vorbei, so, okay. Ich war so große Töne gespuckt. Kennt ihr Tekken? Da gibt man sich auch so sinnlos auf den Grind. Mehr habt ihr nicht drauf? Lange doch. Auch bei dir. Schnappt Wird sie euch. langsam langweilig mit dir. 100 Goldstückchen gern. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstückchen verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Die hat mir jetzt gerade Wenn ihr mal eine 200 Klinge gegeben. an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir Hure gerne nice. ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Ja, voll. Ja? Wichtige Lieferungen zu erledigen. Korea, ist etwas sagen? Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Mach da. Ich will dich nicht mehr länger aufhalten. Ja, wir sind immer noch ein Vampir. Mal zu unserem neuen Freund zurück. Hui. Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Farkas. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber Sehr intelligent. mag ich. Gell? Ich habe mich ums Problem gekümmert. Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich. Leute herumzuschubsen macht manchmal Spaß, oder? Gute Arbeit, Schwester. Ja, wenn sie anfangen, ja, dann macht Spaß. Dann macht es richtig Spaß. Ich suche nach Arbeit. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Was will er? Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Aufnahmeprüfung! Juhui! Skjor, wo bist du? Sally passt doch Skjor. auf. Alles gut. Da seid Er hat mich gesehen. in der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Was meint ihr damit?
Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrak zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Und was hat er mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Farkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht. Und Hat man passt nie auf, entsehen. dass er nicht ums Leben kommt. So machen wir's. Farkas, kommst du mit? Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Ihr werdet mein Schildbrüder sein. Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht.